Ik ben John Peters. Vandaag wil ik weer een frisse video hier maken. En zo, hey, veel meer dankzij voor mijn video's allemaal waar ik kijken. En veel meer dankzij voor jullie alle wat mij mijn zaken verschrijven doen. En mij moed maken toen waar ik weer deze arbeid kon doen. Zo, veel meer dankzij daarvoor. We zijn nog dicht bij de Weihnachtstijd dit jaar. En zo, we hebben al een interessante jaar gehad, wo wir verschiedenste Dinge, glaube ich, jeder einer ist durchgegangen. Und verschiedenste Troubles, verschiedenste Schwierigkeiten. Aber ich glaube, wir können immer weiter, ob man ein kann sein, wo Gott es bei uns gewesen. Das, was ich kann für mich persönlich bloß vertrauen. Und so, mit all das, was wir sind durchgegangen, mit all den Troubles und all den Dingen, und wir sagen, all das Scheingehen auch, und alles, was immer uns Leben ist. So, ich habe eine Frage für dich. Freust du dich zu Weihnachten? Was bedeutet Weihnachten für dich? Wir sind neu gewohnt, Weihnachten, die Weihnachtszeit, dann wurden Geschenke gegeben, und dann wird Reue gemerkt, dann wird vielleicht allerhand gebacken, und dann wird eine Stühle gefahren, und dann wird bloß Reue gemerkt für Weihnachten. Und aber so Ferien, wir bedenken dort nicht so genug, was Weihnachten gerade bedeuten wird. Eine Weihnachtszeit, so Ferien, das ist eine traurige Zeit, der Weihnachten, der Heldendag, dort wir traurig sind und dort wir haben abgestrahlt, wir haben vielleicht den Weihnachtsbaum abgestellt und wir haben vielleicht allerhand Eten gemerkt und aber endlich ans Hart dort das Woi und wir haben eine Weide dabei. Und wir wollen nicht wirklich, wir können nicht wirklich mit Freude die Weihnachtszeit feiern. Und so uns als ein Kind geboren. Jesus kam hier auf der Welt ab und er wird hier geboren. Und so, das soll nicht eine traurige Zeit sein, das soll sondern eine Friedenszeit sein. Uns Hart soll angestellt sein, dass wir uns erinnern können, von dass Jesus geboren ist und dass das ein Geschenk ist, was wir können annehmen. Und so, ich würde die bloß von dir persönlich zu dir sagen, wenn du das Geschenk noch nicht hast angenommen, verschiedenste Geschenke kriegen wir zu Weihnachten, was Personen uns geben tun. Und das nehmen wir an. Wir nehmen das an und dann wollen wir das nicht uns Geschenk. Und gerade so ist das mit dem Geschenk Jesus. Das ist ein Geschenk für uns. Und wenn wir das annehmen, dann ist das wirklich uns. So dass ja so eine Freude, dass wir wirklich kann Jesus annehmen. Ich will bloß die Mut mehr an diese Weihnachten. Wenn du das Geschenk noch nicht hast angenommen, lass diese Weihnachten nicht vorbeigehen, ohne dass du dort was annehmen. Ich und du, wir gleichen Geschenke, wir gleichen dort, wenn jemand uns Geschenke geben wird. Und so, das ist ein Geschenk von Gott. Ich habe sehen Jesus auf diese Erde, für meine und für deine Sünden. Und das ist ein Geschenk, wenn wir das annehmen, dann haben wir das ewige Leben, dann können wir ein Tag bei Gott im Himmel sein. Wir haben ein Vers in Jesaja Kapitel 9, Vers 5, der sagt, wird uns als ein Kind geboren, wir haben einen Sohn gekriegt und er hat das Reich zu regieren und wird der wunderbare Ratgeber, der mächtige Gott, der ewige Vater und der Friedensprinz genannt worden. Das Kind, das wird geboren, dass du und ich, dass wir Frieden haben. Und das ist eine Zeit, wo wir uns Leben ändern können. Und so ich merke die Mut, dass du diese Weihnachten, dass du wirklich die Zeit nehmen, dass du dich erinnern, was Jesus für dich getan hat, was Gott getan hat. Gott schickt seinen Sohn auf diese Welt. Und Jesus wird hier geboren und Jesus starb an Kreuz. Für meine und für deine Sinnen. Und so wir brauchen das bloß als ein Geschenk. Gerade so, als wir ein Geschenk zu Weihnachten annehmen, wenn jemand uns das geben wird. Gerade so, müssen wir das Geschenk bloß annehmen und daran glauben, dass Jesus genug ist für unsere Sinnen. Dass Jesus das alle an Kreuz bezahlt hat. So, wenn wir das einmal annehmen, dass
Jesus hat dort alle und Kriegs betont, dann habe ich dort auf ihr Leben. Und dann ans Leben dort wird verändern. Von Tag nur dies da. Dat is zo'n grote Unterschied. En zo'n grote Unterschied wird das geben in ons Leben, wenn wir dort wollen annehmen, was Jesus für uns getan hat. Wie kann ich uns proben, allerhand Dinge dabei zu tun? Das ist nicht genug. Jesus will bloß haben, dass wir arm annehmen und dass wir ein Verhältnis haben mit arm und dass wir wollen arm nachfolgen und uns Leben dort wird verändern. So, ich wünsche dir eine schöne Weihnachten, ich wünsche dir mit Geschwistern, mit wem immer, wo immer wem die Top kommst, dass du eine schöne Weihnachten haben. Ich wünsche dir Gott sein Frieden, Gott sein Segen über dich, dass du geloten sein und dass du eine schöne Zeit haben, dass das nicht eine traurige Zeit sein, sondern dass das eine schöne Zeit wird sein. So, vielen Dank schön für diesen Video durchgehen. Ich wünsche dir einen schönen Tag wieder und Gottes Segen mit dir.